52 beste Bücher. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sagt Ihnen Hardy Ruess. Es begrüßen Sie auch Sabine Haupt und Urs Widmer. Wir werden zu dritt in der nächsten halben Stunde eines unserer 52 besten Bücher bereden. Diesmal ist es ein Roman, übersetzt aus dem Katalanischen. Die Autorin heißt Mercè Rodoreda, gehört zu den großen spanischen Autorinnen. Das Buch heißt Der Tod und der Frühling, ist ein Fragment geblieben. Sie hat 3 Lebensjahrzehnte daran gearbeitet, die Mercè Rodoreda. Das Buch ist nach ihrem Tod erschienen, gestorben ist sie 1983. Sabine Haupt und Urs Widmer, ich muss gestehen, ich war noch selten so überrascht über etwas. Ich habe zum ersten Mal das Buch einer Autorin in die Hände bekommen, Der Tod und der Frühling, Mercè Rodoreda, und habe es fast nicht glauben können, dass ich noch kein Buch dieser Autorin bis zu diesem Punkt hin gekannt habe. Habe dann im Klappentext gesehen dieses Buches, dass es ein Buch gibt auf der Plaza del Diamant, das in 20 Sprachen übersetzt wurde. Also eigentlich müsste man die Autorin kennen, aber man kennt sie wahrscheinlich eben bei uns doch nicht. Haben Sie sie gekannt? Ja, ich habe sie gekannt und ich glaube auch, dass man sie kennt. Das ist Ihnen mal zufällig ausnahmsweise etwas durch die Lappen gegangen. Mindestens dieses erwähnte Buch ist auch in Deutschland sehr positiv aufgenommen worden. Dann gibt es ein zweites, mit dem sie eine ähnliche Bekanntheitsgrad erreicht hat, das heißt Der zerbrochene Spiegel. Großartige Bücher, es gibt nicht wenige Leute, die Mercè Rodoreda für die bedeutendste spanische, beziehungsweise in diesem Fall katalanische Autorin überhaupt halten. Diese beiden Bücher, auf die wir wohl nicht mehr zurückkommen werden, sind nicht gänzlich, aber weitgehend anders als das sehr Besondere, von dem wir heute sprechen werden. Der Tod und der Frühling, der Titel sagt es, der Tod steht im Mittelpunkt, der Frühling aber als Symbol des Aufbruchs allen Lebens ist genauso stark präsent. In 2 Sätzen, wir haben es mit sehr realistischer Kulisse, sage ich mal, Szenerie zu tun. Ein Dorf, eine Dorfgemeinschaft, vor allem ein Junge, der ist der Erzähler dieses Romans. Jedes Jahr wird das Dorf neu gestrichen, rosarot im Frühling. Dazu muss man in den Berg hineingehen, man muss diesen Staub, diesen farbigen herausholen. Jedes Jahr gibt es ein Ritual, ein junger Mann muss unter dem Fluss hindurchtauchen und sehen, ob das Fundament, auf dem das Dorf steht, noch nicht unterspült sei. Da gibt es auf der anderen Seite einen Berg, auf dem lebt ein Herr, ein vornehmer Herr. Da gibt es ein Ritual, dass man die Toten in Bäume hineinpresst, und zwar kurz bevor sie, man muss es sagen, ihre Seele aushauchen. Die werden dann mit Zement gefüllt, diese Sterbenden. Also wir merken jetzt schon, es sind sehr starke Bilder, sehr mythische Bilder, aber wenn wir mal wegkommen jetzt von der realistischen Handlung, was mich am meisten beeindruckt hat, ich bin sehr schnell in eine ganz eigene Landschaft hineingeführt worden durch diesen Text, und zwar in eine Landschaft mit einem ganz besonderen Licht. Also man sieht alles in einem ganz eigenartigen Licht, was man hier zu hören und zu sehen bekommt. Das liegt vielleicht auch daran, dass diese Landschaft gar nicht so realistisch ist, wenn man genauer hinschaut. Also ich hatte eher das Gefühl, es ist eine traumhafte, ja traumatische Erzählung, eine traumatische Landschaft, traumatische Geschehnisse, in der Gestalten aus einer düsteren Albtraumwelt eigentlich erscheinen, die dann den Träumer bzw. den Leser mit Bildern des Ekels und des Grauens nahezu überwältigen. Und man ist diesen Wahrnehmungen des Ich-Erzählers, aus dessen Perspektive ja alles geschildert wird, eigentlich schutzlos ausgeliefert. Man hat keine anderen Informationen als die er hat und orientiert sich dann quasi schlafwandlerisch in diesen Bildern in einer Welt, die von Angst beherrscht wird und eigentlich nur strukturiert wird durch die Wiederholungen von, ja man könnte fast sagen, tiefen psychologischen bzw. archaisch-mythischen Bildern, wie eben Frühling, Tod, Fluss. Der Fluss ist in erster Form auch eine Schlange gewesen, Mord, Blut, Erde, Baum und so weiter. In dem Zusammenhang könnte man vielleicht auch das Motto zitieren, also ein Motto, das die Autorin ihrem Buch vorangestellt hat, was eine eigene Formulierung ist, und die lautet: Das Geheimnis dieser Last, die ich in mir trage und die mich nicht atmen lässt. Und so beklemmend wie dieses Nicht-Atmen-Können im Motto ist eigentlich auch die Leseerfahrung. Mich hat dieser sehr intensive Bilder- und Zeichensog fast ein bisschen erinnert an
an die Welt, die in Rilkes Aufzeichnung des Malte-Lauritz-Brigge ausgebreitet wird. Also diese völlige Offenheit des Kindes, dieses Entsetzen, das ganz ungefiltert hineinströmen kann und diese unerträgliche Nähe fast zu allem. Und geleistet wird das, glaube ich, durch eine ganz besondere Sprache, die sehr melodiös ist und sehr ritualisierend, also ritualisierend sogar in der Syntax. Es gibt so parataktische Anhäufungen, zum Beispiel, also der Held verliert sein Kind im Lauf der Geschehnisse. Und anschließend an dieser Erfahrung mit dem Tod haben wir praktisch 2 Seiten lang fast archaisierende Bibelsprache. Da beginnt jeder Satz, und er sah sie, und er trug sie, und dies und das und jenes. Also es ist wirklich ein Sog, der mitreißt, zwar realistische Parameter hat, aber im Grunde genommen eine unglaubliche Atmosphäre aufbaut, die wirklich sehr, sehr packend ist. Ja, ich möchte die Argumentation von Sabine Haupt unterstützen und verstärken, weil ich eigentlich kaum ein Buch in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, gelesen habe, das weniger mit realistischen Elementen arbeitet, so wie wir das gemeinhin gebrauchen. Das Verblüffende für mich an diesem Buch ist just im Gegenteil, dass es eigentlich überhaupt nie die Welt des Vorbewussten oder des Unbewussten verlässt. Es hat eine Traumstruktur und kommt geradezu radikal ohne jedes realistische Moment aus, meine ich doch. Es gibt keine Straßenbahnen, es gibt keine Lifte, es gibt keine neuen Hüte, es gibt keine Führerscheine, es gibt keine Flaschen, es gibt nur die archaisch-mythischen Grundelemente des Lebens und des Todes. Es ist ein Buch vom Tod zum Tod hin. Das Buch endet mit dem Tod des inzwischen erwachsen gewordenen Helden, der ein Bub ist. Lange Zeit konnte ich mich nicht daran gewöhnen und habe immer ein Mädchen gesehen, weil die Autorin eine Frau ist. So nah und sehr persönlich ist das Buch. Und es ist eine schier nicht aushaltbare, muss man sagen, Geschichte der fatalen, ewigen Wiederholung des Immergleichen. Der Bub kommt zur Welt, gerät in eine Welt hinein, die nur wirklich geradezu ausschließlich aus Tod und Abtötung jeder Lebenslust besteht. Aber das Buch kommt mühelos ohne den spanischen Katholizismus aus. Das wäre schon zu realistisch. Und der Bub tut alles, um nicht auf das gleiche Geleise zu kommen. Und er wird wieder wie sein Vater und er stirbt wieder wie sein Vater. Und der Tod am Schluss ist etwas vom Bedrückendsten, was ich je sah. Ein Tod in Ich-Form, der über Seiten sich hinzieht, und ich glaube, das ist der Grund, warum das Buch nicht fertig geworden ist. Das Buch ist nämlich fertig. Das Buch ist ein fertig geschriebenes Meisterwerk, von dem sich die Autorin ganz einfach nicht trennen konnte. Und darum lag es bei ihrem Tod immer noch auf ihrem Schreibtisch. Das Stichwort Mythos ist gefallen und von Ihnen, Urs Widmer, das Stichwort vorbewusst. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Realismus. Es ist ja so, wenn man träumt, träumt man ja sehr genau. Das sind ja Traumbilder, das sind Mythen, die werden ganz konkret beschrieben. Natürlich nicht psychologisierend, aber eben es gibt diese Männer, einen Schmied und einen Zementmann, und da wird genau gesagt, die existieren im Dorf und die füllen diese Toten mit Zement. Es gibt den Herrn auf dem Schloss, der existiert, der kommt am Schluss runter ins Dorf. Diese jungen Männer, die tauchen jedes Jahr. Das meinte ich mit der genauen Schilderung, allerdings, wie gesagt, nicht psychologisieren, die aber dann sofort in dieses eigenartige Licht getaucht wird. Sie haben sprachliche Momente erwähnt, Sabine Haupt, aber ich glaube, es muss noch was anderes sein, wo das Geheimnis liegt. Denn Sie haben geschildert, es geht um den Tod, es ist drastisch, und trotzdem habe ich das nicht so gelesen, dass ich schockiert war. Ich bin ja immer hin und her gerissen, es ist wirklich wie im Traum, ich erlebe eine schlimme Bildersequenz und zugleich weiß ich eben, im Unterstrom dieser Bilder wird mir etwas anderes mitgeteilt. Und ich meine, in diesem Buch werde im Unterstrom sozusagen ein ganz starkes Plädoyer gegen den Tod für das Leben mitgeteilt. Aber wie entsteht das? Wie kommt das zustande? Also ich habe da so meine Idee. Ja. Ich habe das Gefühl, dass
zwar ganz stark mit Mythologie, mit selbst gebastelten Mythen auch gearbeitet wird, aber es ist kein Mythos, der dort geschrieben wird, sondern im Gegenteil eher Antimythos. Denn der Mythos, der dort geschilderte Mythos, wird eigentlich als Wahnwitz, als gesellschaftlicher Wahnwitz entlarvt. Also wenn der Ich-Erzähler ganz zu Beginn des Buches auf den ersten Seiten in den Fluss eintaucht, dann sieht das zwar im ersten Moment so aus, als hätten wir hier zu tun mit animistischen Naturvorstellungen, als wäre die Natur lebendig. Also es gibt dann so Sätze, wo wirklich so anthropomorphe Dinge zur Sprache kommen, dass eben alles, was aus dieser Natur hervortritt, also der Fluss, der die Menschenopfer verlangt, dann auch der Totenwald, als ob dies alles ganz natürlich sei. Ja? Und diese naturrechtliche, animistische Legitimation der Rituale, die wird dann im Laufe der Erzählung systematisch demontiert. Denn schon auf der zweiten Seite heißt es, wo die Rede ist von dieser Höhle, aus der der Farbstoff geholt wird, dass diese Höhle rot und feucht wie der Mund eines Kranken sei. Ja, und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Hinweis. Und auch nachher alle weiter später erwähnten Mythen erscheinen mir eher wie Parodien. Spätestens klar wird das dann, wenn es um dieses Sterberitual geht, also wo die Sterbenden kurz bevor sie die Seele aushauchen, mit Zement ausgefüllt werden, nämlich anscheinend deswegen, damit die Seele drinnen bleibt im Toten, um eben die Lebenden nicht als Wiedergänger zu belästigen. Also so habe ich das interpretiert. Nur die Frage ist mit Zement, das ist schon irgendwie sehr merkwürdig, denn Zement und Beton sind ja eher Symbole unserer industrialisierten Welt. Also hier haben wir eigentlich, wie soll ich sagen? Das ist realistisch, was ich meinte. Nicht? Bevor es ein Symbol ist, ist es mal einfach Zement im Buch. Das ist ja das Verblüffende. Wir machen dann daraus etwas Symbolhaftes. Oder der Baum ist der Baum, der wird aufgehackt, der Sterbende wird hineingezwängt. Das ist mal zuerst ein Baum. Und nachher passiert ja das, dass wir merken, wir können es gar nicht als Baum nehmen, wir können es nicht als Zement nehmen. Und dann wird es doch eigentlich erst zum Symbol. Aber es wird fast zu einer politischen Metapher. Also wenn man weiß, wie unsere Seelen auch mit Beton einbetoniert werden, also ganz platter Dings, dann kann man diesen Zement, der hier faktisch, das wirkt ja störend, Zement in so einer archaischen Natur. Also hier sind Störstellen eingebaut in diesen Mythos, die eigentlich für mich nur so funktionieren, dass sie dieses anscheinend mythisch-archaische im Grunde genommen als was ganz anderes enttarnen. Realismus nein, würde ich meinen, Genauigkeit der Sprache und der Bilder aber ja. Das Buch ist ungeheuer genau gedacht, bleibt aber, und das ist natürlich künstlerisches Wollen und nicht irgendein Versagen, in einer Welt des Kinderdenkens, in einer Welt des, als würde das Unbewusste selber schreiben, in einer Welt, die keinerlei Moral im landläufigen Sinn kennt, die völlig wertfrei die schrecklichsten Dinge neben die schönsten Dinge setzen kann. Parodie würde ich deshalb nicht sagen, weil der Grundton des Buches doch so pathetisch ernst ist, dass da eine zu große Leichtigkeit hineinkommt. Ich denke aber natürlich auch, dass dieses Buch einen aufklärerischen Impetus hat. Die Autorin ist natürlich nicht ein dumpfes Wesen und die Autorin ist nicht dem Tode anheimgegeben auf die gleiche Weise, sondern die Autorin ist eine Frau im Geiste Diderots, die allerdings, und da ist wahrscheinlich schon die spanische Gesellschaft gemeint, ihre spanische Gesellschaft, mit der sie aufgewachsen ist, die auch weitgehend eine faschistische Gesellschaft war, hier mit Metaphern beschreibt, aber wir haben ja keinerlei Realelemente dieser Art. Und man muss doch auch sagen, die Aufklärung, die es möglicherweise in dem Buch gibt, gelingt nicht wirklich. Der aufgeklärteste Mensch bleibt dieser merkwürdige Gefangene, der in einem körpergroßen, grässlichen Käfig kauert und so entmenscht werden soll, dass er wiehert, also ein Pferd wird, und dann wird er befreit. Und das ist in Wirklichkeit vermutlich die aufgeklärteste Figur im Stück. Ich schlage vor, hören wir uns doch eine Passage an, bevor wir zum Gefangenen zurückkehren, Urs Widmer, vielleicht diese Szene,
wo der Junge mit seiner Stiefmutter, die ist 16-jährig, ist also selber eine jugendliche Frau, in diesen Wald geht und dann eigentlich die Ordnung, und das ist eine Totenordnung des Dorfes, durcheinander bringt, indem die beiden nicht nur einen solchen Baum wieder aufhacken, wo ein Toter drin ist, sondern die Ringe. Mit der Geburt, muss man vielleicht hier erklären, bekommt jeder Bewohner, jede Bewohnerin des Dorfes im Wald einen Ring an einen Baum mit dem Namen drauf. Also jeder weiß, in diesem Baum werde ich eines Tages als Toter dann verwesen. Und die bringen nun diese Ordnung durcheinander und da merkt man natürlich, es ist eine Ordnung des Todes, eine Ordnung der Toten. Hören wir uns diese kurze Szene an. Es liest Peter Kneer. Als es wärmer wurde, tauchten überall Schmetterlinge auf. Und manchmal warfen wir einen Knochen in die Blätter, und alle Schmetterlinge flogen auf und stoben auseinander. Wir legten uns auf den Boden, um ihnen zuzuschauen, und ich schlief ein, bis ich spürte, dass ich angeschaut wurde. Sie kniete mit der Axt in der Hand vor mir. Sie ging langsam auf einen Baum zu und wandte hin und wieder den Kopf, um zu sehen, ob ich ihr folgte. Und ich folgte ihr. Und sie blieb vor einem Baum stehen und sagte, ich solle ihn aufhacken, und hielt mir die Axt hin. Ein Sonnenstrahl zwischen den Blättern fiel auf ihr Haar, so dass es farbig schimmerte. Und in diesem Weiß der Augen blitzte es wie Wassertropfen. »Hack auf!« Sie hielt mir die Axt hin, und ich nahm sie nicht. Ich schaute sie bloß an und sah sie, so nah sie mir gerade war, zu früheren Zeitpunkten und weiter entfernt, wie sie im Hof Seifenblasen machte, mit Faden und Nadel Glycinienblüten auffädelte, mit einem Stock in der Hand auf dem Tisch saß, in der Mitte des Fensters mit dem grünen Vorhang. »Hack auf!« Und ich sagte nichts und rührte mich nicht. Und plötzlich ließ sie die Axt fallen und begann wie eine Wahnsinnige um mich herumzulaufen. »Hack auf! Hack auf! Hack auf!« und reichte mir wieder die Axt, und ich nahm sie nicht. Sie ging weg mit den Metallringen spielen, und ich blieb vor dem Baum stehen und betrachtete die Axt am Boden. Und ich hatte mich nicht gerührt. Barfuß und klein, mit schwarzen Füßen, kehrte sie zurück über das niedergetretene Gras der schmalen Wege, niedergetreten von uns bei unserem häufigen Hin und Her. Sie kam und trug einen runden Knochen in der Hand, den warf sie im Kommen hoch und fing ihn auf. Und wir spielten Angst haben. »Sie kommen«, sagte sie, und wir rannten von der einen Seite auf die andere, verängstigtes Blut in den Herzen, denn wir wussten nicht, wer kam und von wo er kam, und ob es viele waren, die da kamen, oder bloß einer allein, der bloß in der Angst kam, die unsere Stimmen uns eingejagt hatten. »Sie kommen! Sie kommen!« Die Stämme der Bäume verbargen uns. Wir verhielten uns eine Zeit lang ruhig, und plötzlich streckten wir auf der einen Seite des Stamms den Kopf hervor und versteckten uns schnell wieder, als ob jeder von uns beiden für den anderen der sei, der kam und von dem wir nicht wussten, wer er war und der nie wirklich eintraf. Und wir traten hinter dem Stamm hervor und lauschten, und nichts war zu hören, nur der Atem des Lichts und der Erde und der Luft hoch oben. Wieder nahm sie die Axt und reichte sie mir. Sie nahm sie bei der Schneide und reichte sie mir mit dem Stiel. »Hack auf!« Und sie sah mir ununterbrochen in die Augen. Und ich nahm die Axt und fing an, von oben nach unten und von links nach rechts den Baum meines Vaters aufzuhacken. Er war weich. Die Bäume, die sich nur so schwer aufhacken ließen, waren, wenn der Tote in ihnen war, weich wie Gummi. Und als ich das Kreuz geöffnet hatte, sagte sie zu mir, »Zieh!« Und ich zog mit meiner ganzen Kraft, und sie half mir. Und alles kam mit nach vorn, Rinde und verfaultes Fleisch.
und eine Art Mischwasser, der schwarze Tau des Körpers. Auf der Höhe unserer Augen befand sich, halb an 4 Adern in der Brust hängend, das zerstörte Herz und weiter oben der mit rosa Zement gefüllte Mund. Und eine Zementkugel ganz zu innerst hatte eine feuchte Stelle mit etwas dunklerem rosa Zement. Die kahlen Knie mit dem verdrehten Knochen waren eingeknickt. Und das Gesicht da oben, reife Frucht, mit dem kahlen Stirnknochen schien zu lachen. Aber die Augen fehlten. Der Saft des Baumes hatte sie weggebrannt. Ich rannte davon. Ich hörte, dass sie stehen blieb, und plötzlich hörte ich sie lachen. Ich durchquerte den Fluss und hielt nicht eher inne, als bis ich zu Hause angekommen war. Und als ich eintrat, war sie bereits auf den Tisch geklettert und schleckte mit dem Finger eine Fettkugel aus. Ich träumte, dass mein Vater mich mit seinem Atem verbrannte. Peter Kneer las eine Passage aus dem Roman Der Tod und der Frühling von Merce Rodoreda. Sabine Haupt, Urs Widmer, da war, glaube ich, sehr genau zu hören, wie weit an die Schmerzgrenze heran diese Bilder gehen, in dieser Klarheit und in dieser durch nichts beschönigte unglaubliche Genauigkeit, nicht hier in diesem Beispiel mit dem Toten im Baum drin, aber es gibt ja noch viele andere Beispiele in diesem Roman. Ja, die Methode, die Merce Rodoreda anwendet, würde bei jeder anderen schiefgehen. Bei ihr ist ein geradezu grandioses Gelingen, weil sie eine Dichterin ist und eine ungeheure, bestürzend kraftvolle Bildersprache hat. Jedes einzelne dieser von ihr erfundenen, archaischen Albtraumbildern spricht direkt zu uns und bestürzt uns unsererseits. Man kann beinahe sagen, dieses Buch, das jedem zu empfehlen ist schier nicht zu lesen in seiner Grässlichkeit. Und da ist der Widerspruch, den ein reifer Leser aushalten muss, so wie Merce Rodoreda beim Schreiben diesen Widerspruch aushalten musste. Und doch würde ich sagen, die grauenhaften Schilderungen sind kein grausiges, unpolitisches Memento Mori. Ich habe das Buch ganz, und das finde ich bemerkenswert, dass es eigentlich ein ahistorisches Buch ist, also eins, wo es keine Zeitangaben gibt, keine Ortsangaben, die Menschen haben nicht mal Eigennamen. Es gibt keinen, der einen Namen hat. Und das Ganze wird bestimmt von so einer zyklischen Zeitvorstellung, also der Frühling kehrt immer wieder, alles kehrt immer wieder und selbst die Sonnenuhr im Dorf hat keinen Zeiger mehr, irgendjemand hat den weggenommen. Also die Ereignisse wiederholen sich, es gibt keine Geschichte und doch kann ich das Ganze politisch lesen. Und zwar nicht nur als unerträglich realistische Darstellung eines genauso unerträglichen Geschehens, sondern die Erzählerin zeigt recht genau, wer die Verantwortlichen sind. Also man kann sie zumindest identifizieren. Es gibt den Schmied und seine Bande und es gibt diesen Herrn, wo man nicht genau weiß, inwieweit er eigentlich verantwortlich ist für dieses ganze Geschehen. Und es gibt die Mitschuld der anderen, die Mitläufer und die Schweiger. Und das eigentlich Grandiose dabei ist, dass wir ja aus der Perspektive des Ich-Erzählers auch erfahren, wie das Opfer selbst, er wird ja auch zum Opfer, er wird zu einem Menschenopfer, wie das Opfer selbst verquickt ist in das Geschehen, wie er selbst getäuscht ist von den Lügen, von der Ideologie, von dem Mythos und wie beschränkt er selber ist. Also das heißt, diese ganzen Funktionszusammenhänge in einem Gewaltzusammenhang werden aus der subjektiven Perspektive des Opfers durchaus transparent, jedenfalls in einem bestimmten Rahmen. Hier scheint mir vielleicht wichtig zu sagen, das Opfer ist auch ein Täter, nicht? Er heiratet die Stiefmutter, bekommt ein